Präsident, die Damen und die Herren, ein Gesetz wird rechts, also wird Verkehrssicherheit zu verstärken, das natürlich a priori ein ganz gut Sache. Mir an diesem Fall haben mir das Gefühl, dass man Verkehrssicherheit antauschen gegen den Verlust an Rechtssicherheit. Und das ist sicher kein Weg, den wir mitgehen. Denn Herr Grasse Dorlo, wo die Demokratische Partei gesagt hat, wir sind zu gedachte Sicherheit relativieren an dem Kontext, auch das stellen wir auch froh. Das stelle mir hier fest, und ich soll Madame Lochsche, merci für einen ganz kompletten Rapport. Mit dem Rapport wird eine ganz Reihe von Fragen ab. Eine echt froh ist, die Frau von der Bass legal von dieser Direktiv. Die hast nach gut bis dem Mai, weil der Europäische Gerichtshof hier gekippt hat, und der Fällen davon, also nach gut bis dem Mai 2015, das nicht zu verstehen, dass man das doch einer an der Form umsetzen, umso mehr, dass man sogar an das Gesetz so, wir wollen auch keinen speziellen Polizeiservice, da wir da beauftragen, wenn wir dann das Gesetz müssten ändern. Aber wir müssen das Gesetz sowieso noch einmal schaffen, wenn eine neue Direktiv könnt, weil die hier kein Bass legal mehr hat. Das ist sicher nicht der richtige Weg. Wir hätten sollte machen an der Zeit, als die Rahmenbedingungen verbessern, die man brauchen, für das Gesetz wirklich optimal umzusetzen, und notamment am Bereich von der Datensicherheit. Die Decision cadre vom Conseil Justice en Affaires Intérieures von 2008, wir sollen noch gucken, wie die Leute einen Accès direkt können kriegen, ob die Donnerien, die aufgefroht gehen, die Prozedur, die Law 4 gesehen, also über den Artikel 17, Paragraph 2 vom Gesetz vom 2. August 2002 gibt nicht keine Zufriedenheit, weil den Gremium, den Law 4 gesehen, also überhaupt nicht die Moyen hat, für mit denen aufrufen, die auf das Gremium zukommen können, eins zu gehen. Wir sind auch als ADR nicht überzeugt, dass man sollten die sogenannten dynamische Umsetzung mitvollziehen, die eigentlich schüss daran besteht, dass no praktisch an einem Notfallzug dann ohne Abschaltung im Lützeburger Parlament weiter Dispositionen müssen der Lützeburger Recht überholt gehen. Auch das ist nicht am Sinn vom Respekt für die Souveränität von den Memberstaaten. Ich will eine ganze Reihe anderer Probleme aufwerfen, die mit dem Gesetz zusammenhängen. Nicht nur das rechtliche Unsicherheit sind, was die überhaupt was legal angeht. Es gibt eine ganze Reihe praktische Probleme. Erstens will ich mal so, dass der Deriv geht von dem Prozessus legislativ in Europa, den sich mal müssen anführen. Vor Jahren haben wir über den Traité de Prüm ein Rechtsinstrument geschafft, das gedurcht war, für Informationsaustausch zu ermöglichen, für gegen Terrorismus oder organisierte Kriminalität zu gehen. Heute benutzen wir den Kader, den wir damals geschaffen haben, für nur zu frohen Donnerien über Leute, die vielleicht mal Motorrad auf einer griechischen Insel gefahren sind, ohne Helm. Das ist nicht der Sinn gewesen, von dem wir ursprünglich geschafft haben. Mit das rechtlich interessant wird sie gesehen, wenn in ein Dir abmischt am Datenschutz, wo das noch ein paar Jahre kann hinführen. Ich erinnere daran, dass Staaten nur sich nicht nehmen, Ziele haben, wo Verkehrssicherheit und so weiter. Wir sind noch eine Pflicht, eine konsularische Pflicht vom Schutz von ihren Staatsbürgern, die dann auch an diesem Zusammenhang nicht der was da verlieren. Wenn wir so etwas schaffen, wie das, was wir heute diskutieren, sind wir nicht sicher, dass es kein Missbrauch gibt an den Nachfragen von anderen Staaten gegenüber denen Donnerien, die hier an unseren Datenbanken leihen. Es gibt an dieser Direktiv keine Möglichkeit, keine klare Rechtswehr, wie sich zu wehren. Es gibt just einen Verweis auf Rechtswehr, die an dem Land eventuell existieren, von dem dann ein Brief kommt. Es gibt keine direkte Möglichkeit, Anspruch zu erheben oder Informationen zu tun für die Person hier am Land, die dann von einem Aufruhr von Donnerien betroffen ist. Dann muss ich noch gucken, die Leute, die Auto verloren hier am Land, mit welchen Rechtssituationen die eventuell dann zu denen haben. Weil der Proprietär vom Auto, also eine Entreprise, die Auto verloren, das ist ja nicht ein Delinquent effektiv. Wie ein Problem sind dann dummer da verbunden, wenn nur den, der oder mal Blick auf jeden Fall mal nicht am Domain d'Applikation von der Direktiv ist, hier ein Auto lohnt, an Donau an England geht, dann ist das eine rechtlich unmögliche Situation. Und wem bleibt dann der Protokoll hängen, den aus dem Ausland geschickt wird? Wegen Rechtsgarantien hat die Entreprise, wie sich können effikaz zu wehren. Es gibt kein maximal Delay, es gibt keine klare Prozeduren an dem Fall. Sind also nicht mehr froh vom Datenschutz, die hier zur Spruch stehen, wir einfach auch über die Effekazität überhaupt von den Dispositionen, die hier proposiert gehen. Mit all diesen Konsiderationen könnten noch viel dabei machen, über Sprachen, über andere Prozeduren, über die Implikationen, zum Beispiel auf der Casier Judiciaire zu Lützeburg. Wenn so Sachen am Ausland sind, das sogar proposiert gehen, das soll Implikationen auf den Punkteführerschein haben, wie es dann am Casier Judiciaire zu Lützeburg dann am Ausland so eine Infraktion konstatiert wird. Alles das sind Fragen, die eigentlich an einer Direktiv, die gut gemengt ist, für mehr Verkehrssicherheit zu bringen, aber so viel Rechtsunsicherheit bringen,
bringt, dat mir net mat op DW gi wie dat ze stimme. Mir hätte solle weil eng neu direktiv verhandelt gëtt und das ja ma blick de Fall. Dezeit profitieren wit gucke wie dé so zu verbessern, dat man könne Rechtsunsicherheiten aus dem Wehrraumen an den Datenschutz vun de Leute die könne betroffen sind verbessern. Dat wär DW gewircht in der proposiert hat ich so nicht merci. Merci auch dem Herr Karteiser, Redner als Herr Justin Turpel.